Okay, Freunde, wir sind zurück in Gerons Haus und beim schwarzen Auge. Und wir müssen jetzt unseren Albtraum beseitigen. Mehr oder weniger. Kapufftür. Du musst bleiben, Nachthaar. Du musst bleiben, Unglücksbringer. Ja, Burm, bleib schon. Ich werde aufräumen. Ich räume alles wieder auf. Ich räume auf, wie ich noch nie aufgeräumt hab. Bei da drunter ist nix. Da haben wir Haken. Die Pfeifen. Schon, oder? Pling. Das ist eine Bedeutung. Da geht's aussehen. Da war die Traumweberin. Wollt ihr noch was? Traumweberin. Ja, Wie schaut mit meiner Aufgabe aus? Was muss ich noch gleich tun? suche nach Zeichen und Dingen, die dich an deinen Traum erinnern. Doch sei gewarnt. Verworren ist die Ordnung der Träume. Die Splitter mögen eine andere Gestalt haben, als du erwartest. Sobald du sie gefunden hast, musst du die Splitter an der Harfe ordnen. Welche Harfe meint ihr? Jeder Haken eine Seite, jede Seite ein Splitter, jeder Splitter ein Haken. Woran erkenne ich die Splitter? Sie sind das, woran du dich erinnert hast. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die Splitter und ordne sie in sinniger Reihenfolge an der Harfe, Ich suche weiter. ohne Eile. Okay, Mona. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann brauche ich jetzt 5 Gegenstände. Und die werden dann in richtiger Reihenfolge da hingehängt. Scheiße, das freut mich. Kleiderkiste. Du hast uns alle umgebracht. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Unheilsbringer. Ich räume alles wieder auf. So, dann haben wir wieder mal die Zauberflöte. Da komm ich rein. Was tut denn da drin? Oh, da ist ja. Er startet das Feuer. Eine Sanduhr. Ein Schlüssel. Nehmen wir mit. Die Zeit schläft. Bin ich da wieder. Und dann komm ich. Da wieder einer, der Bescheid. Die Zeit schläft und niemand weckt sie auf. Die Sanduhr. Geht da was? Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Oh nein. Herr Geron, keine Panik. Darin sind wir Meister. Die Glasscherbe, die krieg ich grad nicht. Mir hat einmal eine Scherbe das Leben gerettet. Warum hast du uns umgebracht? Die Zeit schläft. Kapufftür, warte mal. Schlüssel, passt ja doch. Jawohl. Und da komm ich jetzt. Oh Gott, bin jetzt. Nori. Sie gehört jetzt mir, Vogelfänger. Da ist er. Der ist eine Blankzunge. Da hat die Rabenfeder. Ja,
Sieh dich satt an ihrer schmerzlich vergänglichen Schönheit. Schon bald wirst du sie getötet haben. Nein. Nori, was machst du? Unheilskind, sie hasst dich. Sie spricht nicht mehr mit dir. Du bist es. Du bringst das Ende. Mit mir kam das Ende. Soll der mir sagen, da gibt nicht mehr, oder wie? Schaut das aus, gell? Ich hab zumindest die Rabenfeder gekriegt. Pass auf, da unten kommen wir nicht weiter. Wie schaut da draußen aus? Achso, bin ich da. Und dann kriege ich die Scherbe. Es ist gar nicht heiß. Das war das erstarrte Feuer. Das wollte ich nicht. Du hast uns alle Ja, also gut. Der See. Er bringt das Ende, hat Die Zeit schläft. Ja, pass auf. Da ist nichts mehr, oder? Zumindest sehe ich nichts mehr. Scheiße, hab ich Scheiße. Oder fehlt mir noch was? Warte mal, der Vorhang. Komm zurück! Der Vorhang. Den kann ich vielleicht, warte mal. Du hast uns alle umgebracht. Warum hast du uns umgebracht? Der Seher hat es gewusst. Er bringt das Ende, hat er gesagt. Hört auf. Warum hast du uns umgebracht? Hört auf. Redet, was ihr wollt. Aber ich werde Nori retten. So, jetzt haben wir den Vorhang. Dann haben wir Feuer. Eine Feder. Aber ich glaube, mir fehlt noch was, oder? Verschwinde. Du stürzt uns noch alle ins Unglück. Schnauze, Vogel. Und da schlug ich dich. Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. Ja, so war das. Endlich. Endlich, endlich Ruhe. So, den Raum habe ich weggedudelt. Wie schaut bei ihr aus? Geht da was jetzt? Nori, ich... Sag einfach nichts. Ich weiß doch, ich will nur, dass du an mich denkst. Hier. Dieser Reif ist für dich. Damit du mich nicht vergisst und mich nicht aufgibst. So, jetzt habe ich das Artefakt des Sehers. Zauberflöte mit Stimme. Endlich. Endlich, endlich Ruhe. So, jetzt glaube ich, muss ich die 5 Gegenstände sortieren. Die Frage ist gerade, was für eine Reihenfolge. Scheiße. Ausprobieren oder nachfragen? Traumweberin, Ja? woran erkenne ich die Splitter? Sie sind das, woran du dich erinnert hast.
Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die Splitter und ordne sie in sinniger Reihenfolge an der Harfe. Ja gut, Ich suche weiter. Ohne Eile. ich glaube, ich kenne mich aus. Als erstes kommt der Vorhang. Und dann kommt die unselige Stimme. Dann wollte die Rabenfeder. Dann kommt das Feuer. Und am Schluss das Artefakt. Man, nicht stimmt. Schon, oder? Du bist es. Du bringst das Ende. Corvus! Wie fühlst du dich, Jüngling? Was hast du erfahren? Es geht mir gut. Diese Prophezeiung. Das ganze Gerede, dass ich Unheil bringe. Daran war dieser verdammte Rabe schuld. Ich sehe, du hast etwas Wichtiges erkannt, Jüngling. Ja, aber jetzt muss ich Nuri retten. Ich weiß nun, wie ich herausfinden kann, ob die Prophezeiung stimmt oder nicht. In der Tat. Du kennst die Quelle deines Unglücks und bist frei, dich ihr zu stellen. Das Tor wird deine Absichten nicht mehr hinterfragen. Hab Dank. Leb wohl, Feenfreund. Okay, daran Weberin. Bin gut. Und wir sausen hier rein in das Feentor. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Du darfst gehen, Nachthaar. Den Göttern sei Dank. Als Geron in seine Heimat zurückkehrte, war dort ein ganzer Mond verstrichen. Er war zu spät gekommen. Ein Fieberwahn hatte das Land befallen. Die Boten des Sehers überbrachten finstere Träume. Träume vom Untergang. Der Seher hatte sich sein eigenes Prophetenreich erschaffen. Ein verzweifeltes Reich. Ein Reich der Angst. Wo? Nuris Versteck. Ich bin wieder zurück. Aber wieso schneit es? Es kann doch nicht einmal Anfang Boron sein. Nuri! Ein eisiger Empfang. Gott schön, wie du weißt.
So, da haben wir jetzt das Feentor. In diese Welt kehre ich hoffentlich nie wieder zurück. Ich habe es geschafft. Ich bin entkommen. Da gibt es einen Eiszapfen. In seinem Innern glitzert etwas. Er muss aus dem Wasser des Feentors bestehen. Mein Arm ist zu kurz. Dornenhecke. Gott, da drum. Warum hat Nuri mir das hier bloß in den Weg gepflanzt? Kämpfe ich mich jetzt wirklich mit bloßen Händen durch diese Dornenhecke? Durch die Dornenhecke. Wobei, wenn wir missen, geht die schon. Nuri wird es verzeihen. Und dann kriege ich den Eiszapfen. Ein magischer Eiszapfen, du her. In seinem Innern glitzert etwas. Er muss aus dem Wasser des Feentors bestehen. Die Alraunen. Arme Nuri. Ohne sie hat keiner ihrer Freunde den Winter überlebt. Verrottet und erfroren, die kann man nicht einmal mehr Schweinen vorwerfen. Eine Alraune hat überdauert. Aha. Wann hab ich noch? Nuri wird froh sein, dass noch etwas überlebt hat, nachdem Hinkel, Finkel und der Rest ohne ihre Fürsorge verdorrt sind. Und dann marschieren wir jetzt. Raus, oder? Da gibt nichts mehr. Mal schauen, wie es draußen ausschaut. Wahrscheinlich auch nicht besser. Gott, schön. Da gibt es eine Flechte. Die hat sich weit und breit. Fest verwachsen. Kein Problem. Mit Messer geht durch. Wie der verfilzte Bart vom alten Seffel. Der Ritter Zombold, du und dir doch. Ritter Zornbold. Was? Wer? Erinnert ihr euch nicht mehr an mich? Der Hof im Taschgebirge. Im letzten Herbst. Ach ja, der Bauernjunge mit dem schönen Mädchen. Ach, so schnell vergeht die Zeit. Sag, was ist aus dem Mädchen geworden? Der Seher hat sie entführt. Der Seher? Dann ist sie verloren. Ich werde sie retten. Wach auf, Junge. Sie ist bestimmt längst hinüber. Nein, er braucht sie lebend. Niemand weiß, wo der Seher seine Macht konzentriert. Und jeder, der ihn wirklich aufspürt, ist des Todes. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Warum sitzt ihr hier allein vor der Stadt? Ich bin an meiner Queste gescheitert. Ich habe den König und mein Land enttäuscht. Ich war auf der Suche nach dem Seher. Er ist zurück und schickt seine finsteren Krähen über das Land. Der Wahnsinn erfasst uns alle. Habt ihr den Seher aufgespürt? Nein, aber ich war ihm nahe wie kaum jemand zuvor. Je weiter ich ritt, desto öfter wurde ich von unheimlichen Kreaturen beobachtet. Ihre seelenlosen Blicke brannten in meinem Rücken und sogen mir das Leben aus den Knochen. Geschwächt verließ ich schließlich meinen Pfad, um sie in der Dunkelheit zu konfrontieren. Doch sie kämpften mit widernatürlicher Kraft. Ich entkam ihnen nur mit Not. Sie wollten mich möglichst weit vom Versteck ihres Meisters fernhalten. Ich bin mir sicher. Was ist mit Andergast geschehen? Das Unheil brach über uns herein. Krähenschwärme verwüsten das Land, bis nur noch tote Erde zurückbleibt. Sind es noch mehr geworden als im Herbst? Ganze Krähenstürme. Jede Nacht werden es mehr. Es heißt, sie bringen diese schlimmen Albträume. Selbst in ihren Häusern sind die Leute nicht mehr sicher. Was unternimmt der König gegen die Bedrohung? Als er erfuhr, wer hinter der Krähenplage steckt, sandte er die tapfersten Ritter und vielerlei Soldvolk aus, um den Seher ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Doch keiner kehrte siegreich von seiner Queste zurück, wenn er überhaupt zurückkehrte. Und nun bin auch ich gescheitert. Wo ist der König? Er hat sich in der Burg verschanzt. Es scheint, dass der Seher sein unheilvolles Werk nach 13 Jahren nun doch noch vollendet. Erzählt mir von den Kreaturen, die euch zurückgeschlagen haben. Seelenlose Geschöpfe, kalt,
Unnachgiebig und endgültig wie Boron selbst. Ich will nicht mehr daran denken. Sie waren nicht von dieser Welt. Mehr muss ich dazu nicht hören. Wisst ihr, ob ein Feenforscher Andergast erreicht hat? Ein auffälliger Kerl namens Giacomo Nauta. Nie gehört. Frag lieber mal in der Magierakademie. Die kennen sich mit sowas besser aus. Ihr sitzt hier, weil ihr an der Aufgabe gescheitert seid? Ich wage nicht, unverrichteter Dinge zurückzukehren. Ob ich nun Bericht erstatte oder nicht. Unser aller Ende ist doch nicht mehr aufzuhalten. Zu verharren und aufzugeben hilft genauso wenig. Lass mich. Ich habe versagt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel schwerer ist, diese Last zu tragen, als mein Leben für das Land zu geben. Ja gut, scheiß auf Ritter Zombold. Wir geben nicht auf. Ein Eichenzweig. Der hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Den nehmen wir mit und dann schauen wir mal nach Andergast. Mal schauen, wie es da ausschaut.